Warum, Herr Möllenberg, sollte das denn der Unternehmer zahlen, wenn der das eigentlich nicht nötig hätte? Das ist ja die Krux. Das wäre Mindestlohn. Das ist ja der Schwachsinn, wenn ich das so sagen darf, der sich dahinter verbirgt, und ich habe ein anderes Weltbild als Sie. Ich will das hier ausdrücklich sagen. Vielleicht können wir noch mal sortieren, ich will das versuchen zu tun. Wenn wir eine Situation haben, dass ein Unternehmen ein Geschäftsmodell nur auf der Basis von niedrigeren Löhnen aufbaut, von Hungerlöhnen, dann ist das nicht mehr in Ordnung. Das ist eine Verrohung der Sitten. Beispiele wie Schlecker XXL haben ja letztendlich sehr deutlich gesagt, dass wir das nicht unterstützen. Das höre ich ja gerne von Ihnen, Herr Kolb. Genau. Das Problem ist nur, diese Verrohung der Sitten hat auf verschiedensten Ebenen stattgefunden. Und es kann doch nicht angehen, dass ein Unternehmen, das sich so verhält, dann noch von den Steuergeldern letztendlich finanziert wird, was Kombilohn angeht. Lassen Sie uns versuchen, also so wenig wie möglich polemisch zu sein, weil das ist jetzt ein Fall... Ich bin auch sehr sachlich. Da haben wir aber alle ja nun tatsächlich gesagt, natürlich kann das nicht sein. Also wir reden jetzt nicht über Schlecker, sondern lassen Sie uns doch darüber reden, dass tatsächlich manche Arbeit zu teuer ist, also teurer ist als das, was sie erwirtschaftet. Also, und Sie sagen ja, diese Differenz soll der Unternehmer bezahlen. Warum denn der Unternehmer, der es eigentlich nicht nötig hätte? Ihre Frage stimmt nicht. Darf ich Herrn Möllenberg erst bitten zu antworten? Frau Gestüsen, ich glaube, der Ansatz ist ein falscher. Ich will auch nicht über ein bestimmtes Unternehmen hier reden, weil das ist nur ein Beispiel von vielen Beispielen. Es geht letztendlich darum, dass Menschen da sind, die heute wirklich harte Arbeit leisten, ob im Postbereich oder woanders, die mit ihren Steuergeldern, mit ihren Sozialversicherungsbeiträgen letztendlich die Konkurrenz, die zu Hungerlöhnen produziert oder arbeiten lässt, finanzieren und ihren eigenen Arbeitsplatz in Gefahr bringen. Das ist eine Systematik, die so nicht mehr hingenommen werden kann. Wir brauchen Regeln auf dem Arbeitsmarkt. Wir brauchen deshalb Regeln. Jede Sportart hat Regeln. Und diese Regeln sind außer Kraft gesetzt. Ich will mich auch nicht an historischen Rechnungen beteiligen, die gerade hier von einigen aufgemacht worden sind. Mir geht es darum, den Menschen zu helfen und letztendlich unserer Volkswirtschaft zu helfen. Weil, und da hat Herr Schlecht ja vollkommen recht, wenn wir diese Niedrigeinkommenbezieherinnen und Bezieher dazu bringen, dass die mehr Geld bekommen, hat das nämlich den entscheidenden Vorteil, dass unsere Binnennachfrage angekurbelt wird. Wir leiden ja im Moment darunter, Exportweltmeister Deutschland, wir haben erhebliche Probleme aufgrund der Finanzmarktkatastrophe. Da muss endlich was getan werden und da würde das sofort wieder ausgegeben, um die Wirtschaft anzukurbeln. Das ist der Kreislauf der Vernunft. Das ist nur eine Diskussion, die wir eben schon hatten, die ist ideologische Unterschiede. Ich wollte mir aber gerade sagen, warum die Frage schon falsch ist. Die Frage, es gibt Arbeit, die wird nicht so bezahlt, dass die Menschen genügend Geld. Das liegt sozusagen in der Natur, ihrer Arbeit. Hat nicht so eine Wertschöpfung, wie sie kostet. Ja, der Versprecher ist vielleicht schon ganz gut. Sie hat nicht die Wertschätzung. Das, ja. Nehmen Sie an, Ihr Gehalt hat eine entsprechende Wertschätzung. Man könnte natürlich auch eine andere Wertschätzung haben und könnte sagen, das reicht auch 10% davon. Aber dahinter steckt, das würde immer an Ihrer Seite stehen und Ihnen helfen, dass Sie das behalten, was Sie jetzt haben. Das heißt, da steckt eine Wertschätzung dahinter und es steckt eine politische Auseinandersetzung dahinter, was die Leute bekommen. Und das Entscheidende ist ja, das muss man vielleicht auch noch mal dazu sagen, der gesetzliche Mindestlohn ist ja nur eine Notstandsmaßnahme. Was wir eigentlich brauchen darüber hinaus, ist all die Dinge, die mit der Agenda 2010 zerschlagen worden sind, weshalb die Positionen der Gewerkschaften ja auch deutlich geschwächt sind. Wir müssen endlich wieder dazu kommen, dass Befristungen, die heute nach Tabula Rasa gemacht werden können, dass es ganz strikte Regeln für Befristung gibt. Wir müssen heute wieder dazu zurückkommen, dass die Leiharbeit, die ein entscheidendes Instrument ist zum Lohndumping, deswegen sagen ja viele meiner Kollegen auch, das ist eigentlich Sklavenarbeit, dass die Leiharbeit verboten werden muss oder dass sie zumindest hochreguliert werden muss. Wir müssen dann wieder dazu kommen, dass das Elend von 7 Millionen Menschen, davon 5 Millionen Frauen, die Minijobs machen und dort in einer ganz eine SMS, hier was Falsches und dort in einer ganz miesen Weise auch zur Lohndrückerei missbraucht werden. Das muss abgestellt werden. Das ist ja der Grund, weshalb in Deutschland der Niedriglohnsektor gerade bei den Frauen mit 31% so hoch ist. Bei dieser Fragestellung ohne Versprecher hat Schüpp mir gerade recht gegeben. Also Sie würden auch sagen, dass es eine Frage ist, wer denn letztendlich die Differenz zahlt. Aber Sie kommen zu dem Schluss, der Staat muss das zahlen. Ja. Warum? Warum nicht die Unternehmer? Die ja von der Arbeit zumindest profitieren, sollte man sagen. Erstens, Ihre Frage war meiner Meinung nach richtig. Danke. Der Markt ist nicht gerecht. Und der Markt kann nicht für Verteilungsgerechtigkeit sorgen.
Deswegen und nur deswegen haben wir einen Sozialstaat. Es ist eines der originären Aufgaben des Staates, für Verteilungsgerechtigkeit zu sorgen. Und da bin ich bei Ihnen. Es geht um die Regeln, nicht um das Weltbild. Da sind wir, glaube ich, sehr nah beieinander. Es geht wirklich nur um die Frage, wie er es macht. Mit dem Kombilohn haben wir ein System momentan, dass wer arbeitet, mehr Nettoeinkommen bekommt, als er hat, wenn er nicht arbeitet. Und jetzt zur Wertschätzung. Sie können natürlich mit einem Mindestlohn sagen, jetzt mache ich Arbeit so wertvoll, dass jeder pro Stunde mindestens 8,50 € bekommt. Für die, die dann noch Arbeit haben, ist diese Wertschätzung gestiegen. Erklären Sie doch die Produktivität des deutschen Professors. Gleichzeitig, da gehe ich jetzt gar nicht drauf. Nein. Ja, das ist doch aber ein Problem. Gleichzeitig, diejenigen, die aufgrund dieser Mindestlohnerhöhung oder dieser Einführung dieses Mindestlohns ihre Arbeit verlieren, die erfahren dann überhaupt keine Wertschätzung mehr von dieser Gesellschaft. Im Gegenteil, sie werden einfach ausgeschieden aus der Gruppe derjenigen, die Arbeit haben und einfach nur noch vom Staat alimentiert. Die Idee des Kombilohnes ist zu sagen, lasst jeden in dem Maße, wie er arbeiten kann, arbeiten und nur das draufgeben, was ihm fehlt, damit er ein nach unseren sozialen Gesichtspunkten anständiges Einkommen letztendlich mit nach Hause nimmt. Das ist die Aufgabe des Sozialstaates. Würde man denn mit diesem Kombilohnmodell möglicherweise aus dem Problem zu großer, aufgeblähter Niedriglohnsektor auch wieder rauskommen? Oder würde das nicht letztendlich zementieren? Nun, wenn Sie es wirklich schaffen, 3,7 Millionen Leute wieder in Arbeit zu bringen, jetzt mal nur ganz ideal gesprochen, dann würden Sie erst einmal den Niedriglohn aufblähen. Nicht alle 3,7 Millionen würden in den Niedriglohnsektor gehen. Aber es wären sicher 1-2 Millionen, die erstmal dort ihre Arbeit finden. Und diese Menschen hätten wieder Arbeit. Sie hätten die Perspektive, sich wieder auf dem Arbeitsmarkt zu etablieren, sich auf dem Arbeitsmarkt weiterzuentwickeln und vielleicht dann auch wieder diese Lohnstufe nach oben zu gehen. Und das ist ja jetzt keine theoretische Diskussion, sondern wir haben ja im zurückliegenden Konjunkturzyklus gesehen, dass genau das passiert ist. Nach den Schröderschen Reformen haben viele Menschen eine Arbeit gefunden, die vorher keine Arbeit hatten. Natürlich reicht das nicht und natürlich müssen die jetzt aufstocken. Nur die sind wieder integriert in den Arbeitsprozess und nach allem, was wir wissen, Studien des IAB, steigt die Zufriedenheit der Menschen auch damit, dass sie sich aus der Arbeitslosigkeit befreien und ihrem Leben wieder einen Sinn, einen geregelten Ablauf geben können. Sie können gar nichts dagegen sagen, wenn Sie nicht von Handys unterbrochen werden. Ich habe schon abgeschaltet. Tut mir leid. Im letzten Konjunkturaufschwung sind 900.000 Vollzeitarbeitsplätze vernichtet worden und der Prozess, dass schlechte Jobs ausgeweitet worden ist. Das ist passiert und das ist unterm Strich, hat das natürlich dann scheinbar zu einer Erweiterung der Anzahl der Beschäftigten geführt. Aber 900.000 gesicherte Jobs, von denen man seine Existenz gesichert bezahlen konnte, die sind vernichtet worden und dafür sind ganz viele andere Jobs, Minijobs, schlecht bezahlte Teilzeit ist ausgeweitet worden und dann sagt man oberflächlich in der Statistik, da hat es mehr Beschäftigung gegeben. Das ist eine Taschenspielertrick. Darf ich, Herr Möllenberg, ich würde Sie ganz gerne mal fragen, weil als Gewerkschafter müssen Sie ja ein Interesse daran haben, dass möglichst viele Menschen tatsächlich in Arbeit sind erstmal. Ob dann nun ein Lohnzuschuss gezahlt wird vom Staat oder vom Unternehmen, der mehr zahlt an Lohn, muss Ihnen doch eigentlich wurscht sein. Wäre dieses Kombilohnmodell, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Fakten soweit stimmen und dass es funktionieren könnte, wäre das etwas, wo Sie denken, ja? Also erstens stimmen die Fakten nicht. Zweitens, die Gewerkschaften haben sich nie gegen Kombilohnmodelle gestellt. Die Gewerkschaften, das gehört zur historischen Wahrheit dazu, haben allerdings immer gesagt, das darf nur ganz eng begrenzt sein. Was wir jetzt in den letzten Jahren erlebt haben, von daher stimmt auch das nach meiner Ansicht nicht, was Herr Kolb gerade gesagt hat, nach den Schröderschen Reformen. Wir haben ein